Amen. Vielen Dank, Team. Gebt doch mal dem Silas einen herzlichen Applaus, wo da immer so schön die Pültchen hier und die Pflänzchen aufbringt. Fantastisch. Hey, als ich ungefähr 5 oder 6 Jahre alt war, hat der Onkel von meinem Vater meiner Schwester und mir jeweils einen Kirschbaum, also mir einen Kirschbaum geschenkt und meiner Schwester einen Äpfelbaum. Und wir haben diesen Baum oder die Bäume voller Stolz empfangen und wir haben dann das zusammen mit dem Onkel von meinem Vater in unserem Garten in Lausen gepflanzt und so. Und die Bäume stehen bis heute in Lausen, in dem Garten von meinen Eltern und sind gewachsen, sind gross geworden, sind so vollwertige Bäume geworden. Und auch jedes Jahr geben die 2 Bäume ihre Früchte. Also der Kirschbaum bringt Kirschfrüchte und der Äpfelbaum bringt Äpfelfrüchte. Der Unterschied ist, der Baum von mir ist riesig gross geworden, riesig gross und dünn, und der von meiner Schwester ist klein geblieben, aber dick. Und der Baum von mir bringt jedes Jahr Kirse, aber es wird immer weggefressen durch die Vögel, die das Zeug essen. Und auf der anderen Seite, der Baum von meiner Schwester bringt so viel Äpfel, dass man das gar nicht dazu kommt, das alles zu verwerten. Aber wo sie klein waren, du siehst die 2 Bäume, wenn du alleine gesehen bist, hast du nicht können identifizieren, um was für einen Baum es sich hier handelt. Du hast nicht gewusst, vielleicht jetzt jemand, der vom Fach ist, hat können sagen, okay, das ist ein Kirschbaum, das ist ein Äpfelbaum. Nein, aber erst, wo dann die Bäume gereift sind, gewachsen sind und ihre Früchte gebracht haben, hast du sie können identifizieren, hast auch alleine können sagen, okay, das ist ein Äpfelbaum und das ist ein Kirschbaum. Jetzt, die Früchte geben zwar zu erkennen, um was für einen Baum es sich handelt, aber die Früchte sind nicht die Identität von diesem Baum, verstehst du? Also auch der Kirschbaum, der noch klein war und noch keine Frucht gebracht hat, ist trotzdem ein Kirschbaum gewesen, so wie der Äpfelbaum. Und auch ein Kirschbaum im Winter, wenn er keine Frucht bringt, ist immer noch Kirschbaum, oder wenn die Vögel das wegfressen, ist immer noch Kirschbaum. Du kannst auch nicht zu einem Äpfelbaum sagen, du bringst jetzt Kirsi hervor, oder? Du kannst den streicheln und machen und noch für den Baum beten, der wird nie Kirsi produzieren, sondern immer Äpfel. Ein Äpfelbaum bringt Äpfel hervor, ein Kirsibaum bringt Kirsi hervor und so ein Orangenbaum, so ein Orangenbaum, besser gesagt ein Citrus-Mingis-Baum bringt Orangen hervor. Das ist einfach so. Das ist nicht seine Identität, aber es ist die Frucht von seiner Identität. Das, was es braucht, dass Frucht entsteht, sind die richtigen Bedingungen, oder? Licht, Wasser, Nährstoff, gute Abwehr gegen Schädlinge, gegen Vögel oder was auch immer. Und wenn die Bedingungen erfüllt sind, kommt automatisch die Frucht. Und wenn sie nicht erfüllt sind, wenn der Baum krank ist oder irgendetwas mangelt, kann es sein, dass die Frucht nicht entsteht. Wir sind in dieser Serie zum Heiligen Geist, wo wir uns mit ihm beschäftigen, wie er wirkt, was er macht, wie er in dir und mir wirkt. Und heute möchte ich über die Früchte vom Heiligen Geist reden, wo jedem Christ zustehen. Es gibt einen Abschnitt, und wir werden gerade zusammen lesen im Galaterbrief, der Brief von Paulus an eine Gemeinde in Galatien, vor 2000 Jahren rund geschrieben, wo er adressiert, und die Gemeinde ist in einem Zustand von Ghetto. Also die sind sich am Streiten. Die wissen nicht, muss man sich jetzt beschneiden oder nicht. Dann hat es die Partei, die sagt ja, die andere sagt nein, und das sagt, die kommen vom Glauben ab und so weiter. Und der Paulus hört das von dieser Gemeinde, er sieht die Frucht von dieser Gemeinde. Er sieht den Streit, die Spaltung, den Neid, die Wut und so weiter. Und er schaut die Frucht an, das, was die Gemeinde produziert. Und er sagt sich, hey Leute, was ist mit euch los? Habt ihr vergessen, was eure Identität ist? Wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch lebt? Und er erinnert sie an ihre Identität. Und ich möchte jetzt diesen Text mit euch zusammen lesen, heute Abend. Und es ist ein längerer Text und ich mute euch das zu, dass ihr konzentriert mit wachem Geist mitlesen, okay? Es ist nur der Text und wir gehen dann nachher Stück für Stück durch. Galater 5, 16 bis 25. Paulus sagt zu den Galatern,
Wandelt im Geist. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist und der Geist richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das ist ein bisschen eine freiere Übersetzung, die ich hier gewählt habe, weil im Urtext steht, die menschliche Natur steht Fleisch, Sargs. Du hast das Fleisch und den Geist, die im Kampf sind. Aber das verstehen wir heute fast nicht mehr, darum finde ich die Übersetzung noch gut. Menschliche Natur. Und die sind im Kampf, oder? Und jetzt geht es weiter. Wenn ihr euch jedoch vom Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Es ist ja klar, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur oder von dem Sarg, von dem Fleisch beherrschen lässt. Jetzt zählt er auf Auswirkungen von der menschlichen Natur. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. Jetzt müssen Sie gut hören, was er jetzt schreibt. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns alle bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten kann kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, also, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Sind ihr noch dabei? Der Paulus redet hier von zwei Kräften in unserem Leben. Er sagt, es gibt die Kraft vom Geist Gottes und die Kraft von der menschlichen Natur, von dem Sargs. Und die zwei Kräfte sind im Streit miteinander, die sind sich entgegengesetzt und es ist wie so ein Kampf, der stattfindet in uns. Und die beiden Kräfte haben jeweils unterschiedliche Auswirkungen in unserem Leben. Sie zeigen sich, sind wie Früchte, die sich im Verhalten zeigen. Und wenn man der menschlichen Natur nachgeht, sagt der Paulus, dann kommen üble, destruktive Verhaltensweisen in uns vor. Solche, die der Liebe nicht entsprechen, solche, die Leben rauben und nicht Leben geben. Und er zählt jetzt auf und ich möchte die Liste mit euch jetzt nochmal durchgehen. Es wäre jetzt einfach, die jetzt ganz schnell zu bespringen, aber ich möchte jetzt ein paar Details hervorheben. Die ersten drei nennt er sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit und Ausschweifung. Und das sind drei Sachen, die alle sexuell sind. Haben alle mit Sexualität zu tun. Und er meint, jegliche destruktive sexuelle Aktivitäten mit anderen, die nicht im Rahmen von einer treuen, liebevollen Beziehung vollzogen werden, sondern wo es einfach nur um Lust geht, einfach nur darum, dass ich befriedigt werde, dass ich zum Zug komme, wo es nicht mehr um den Mensch geht, wo dir das gibt, sondern nur um das, wo er dir gibt. Nicht um die Person selber, wo Konsequenzen davon nicht eingerechnet werden, wo nicht der Rahmen von einer Treue und von einer Beständigkeit gegeben sind, oder? Wo es nur darum geht, ob ich will, nicht ob die andere Person will. Zustimmung und so weiter ist egal. Hauptsache meine Lust wird gestillt. Und wir wissen wahrscheinlich alle, was für negative Auswirkungen die Kräfte oder die Verhaltensweise in unserer Welt haben können. Wenn du die Auswirkungen anschaust von der Pornoindustrie oder
vom Menschenhandel und die Millionen Abtreibungen, die jedes Jahr stattfinden, wo man opfert aufgrund von dem, wenn man einfach sagt, ja, es geht darum, mit wem ich, wenn ich will, darf Sex haben, oder? Und der Paulus verurteilt das als destruktive Verhaltensweise. Man könnte auch sagen, Sex gehört in die Ehe, oder? Meistens, hoffentlich, ist eine Ehe etwas Liebevolles und ein treuer Rahmen, wo auch Kinder entstehen können, wo man sie nicht abschaffen muss, sondern wo sie aufblühen können. Und dann geht er weiter und nennt zwei Verhaltensweisen, die typisch sind für Heiden, für Leute, die außerhalb von Israel sind. Er sagt Götzendienst und okkulte Praktiken. Und dann geht er aber weiter und jetzt hat es nicht so viel mit Heidentum zu tun, sondern es wird sehr persönlich, einmal für mich. Jetzt muss man mal hören. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. Also es ist eine Liste, die nicht final ist. In anderen Worten, man könnte jetzt noch lang aufschreiben, sagt der Paulus. Einfach, wir können es so zusammenfassen. Alles, was nicht der Liebe entspricht. Alles, was schlussendlich um dich geht, wo du im Zentrum bist und nicht mehr, wo der andere dient soll werden. Und jetzt sagt er etwas Schockierendes. Und über das könnte ich jetzt auch drüber springen, aber ich mache es nicht. Und er sagt das zu Christen, Leute. Er sagt das zu gläubigen Leuten. Er sagt, ich habe euch schon gewarnt und ich werde euch jetzt noch warnen. Solche Leute, die so leben, nicht die das ab und zu machen und das passiert, sondern solche, die das so leben und ausleben und nicht bestrebt sind, das zu ändern, sondern sich dort wiegen und wollen und irgendwie suhlen. Solche, die bewusst so leben, ohne irgendwann umzukehren, werden nicht Teil sein von Gottes Reich. Okay, Paulus, jetzt wird es spannend, oder? Ja. Ich weiß, vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, das ist ja schon yes. Wie kann ein liebender Gott Menschen ablehnen? Aufgrund von ihrem Verhalten. Ist das nicht Diskriminierung? Und der Paulus würde sagen, nö. Das ist lediglich eine analytische Aussage. Eine analytische Aussage. Schau, eines Tages, würde Paulus sagen, wird Gottes Reich vollständig da sein. Im vollen Umfang. Und alles, was der Liebe nicht entspricht, wird nicht mehr da sein. Es wird alles einnehmen. Alles Böse, alles Falsche, alles, was dem Reich Gottes nicht entspricht, wird nicht mehr da sein. Alles und niemand, verstehst du? Und das ist aber nichtsdestotrotz eine krasse Aussage, die man nicht jeden Sonntag hört auf der Bühne, oder? Weil man kann jetzt sagen, niemand von uns ist doch perfekt. Ja, wenn ich die Liste durchgehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so bei der ersten Paar habe ich das Gefühl, bin ich jetzt noch fein raus, oder? Und dann geht es dann so zu Wut, Neid, Spalterei, Streit. Ich sage dir, wenn du 3 kleine Kinder hast, meine Geduld manchmal mit meinen Kindern ist weg. Manchmal werde ich hässig, oder? Und ich denke, was läuft mit mir, oder? Was machen wir jetzt mit diesem Text? Wir sind alle nicht perfekt. Wie können wir denn dazugehören im Reich Gottes, wenn es dann vollständig da ist? Und jetzt könnte man eine ganz einfache Antwort geben. Eine ganz einfache. Und Spannung auflösen, indem man sagt, Jesus hat für dich und mich am Kreuz unsere Schuld gezahlt, so, damit wir rein sind und egal was wir machen, egal wie wir handeln, wir gehören dann dazu, oder? Ich sage euch aber, das ist nicht das, was der Paulus hier macht. So löst er die Spannung nicht auf. Wie können wir dazugehören im Reich Gottes? Und er sagt, dort kommt der Heilige Geist ins Spiel, wo dich transformiert, dass du dazu passest. Wo dich verwandelt und Jesus ähnlicher macht. Wir sind in der Serie zum Heiligen Geist und heute reden wir über die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist in deinem und meinem Leben. Nämlich, uns Jesus ähnlicher zu machen. Dass wir die Frucht von dem Geist hervorbringen können. Dass wir verwandelt werden ins Abbild von dem Jesus.
Und du denkst jetzt vielleicht, das ist aber immer noch weird. Wir sind doch durch Gnade errettet und nicht durch Werk. Der Paulus sagt das ja auch, oder? Wir sind durch Gnade errettet und nicht durch Werk. Und gleichzeitig sagt der Paulus an anderer Stelle, ja, das stimmt, durch Gnade und nicht durch Werk, es ist ein Geschenk. Und dann sagt der andere, aber wir werden gerichtet aufgrund von unseren Werk. Und ich sage, das ist eine Spannung, die du findest in der Bibel, die du nicht einfach auflösen kannst. Und wir sind heutzutage nicht gut drin, Spannungen auszuhalten, aber das ist eine Spannung. Der Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass der das in dir angefangen hat, dass Gott, der das gute Werk in dir angefangen hat, Gott, nicht du hast es angefangen, oder? Gott, seine Gnade, seine Initiative. Und er ist überzeugt, dass der das angefangen hat in dir, auch wird vollenden bis zum letzten Tag, oder? Sagt er. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass er uns nicht nur das Wollen schenkt zu der guten Tat, sondern auch das Vollbringen. Und dann einen Satz später sagt der Paulus, und wegen dem wirke ich mein Heil mit Furcht und Zittern. Hä? Was ist es jetzt? Vielleicht beides. Versteht ihr? Das ist eine Spannung. Und jetzt sagst du vielleicht, aber das geht immer noch nicht. Wir sind doch alles Sünder. Wir sind und bleiben alles fehlerhafte Menschen. Wir sind Sünder. Und jetzt wird der Paulus vehement widersprechen. Er wird sagen, nein, bist du nicht. Das ist nicht deine Identität. Du bist kein Sünder. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dir ist vergeben worden. Du hast eine neue Familie, einen neuen Vater. Du hast eine neue Identität. Du sündigst manchmal, okay, aber du bist kein Sünder. Du bist ein geliebtes Kind von Gott, das manchmal Fehler macht. Und der Paulus erinnert sie an ihre Identität. Galater 5, 24 bis 25. Ich möchte das nochmal schnell lesen. Wir haben es vorher schon gelesen. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Vergangenheitsform, das ist bereits passiert. Das ist schon Teil von dir. Das ist schon Tatsache. Wenn wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, Tatsache, Identität, Zustand, ein neuer, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Schau, wenn du zu Jesus gehörst und das annimmst, was er für dich am Kreuz gemacht hat, dann bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, deine alte Natur, das Fleisch, das Sarg, ist am Kreuz gekreuzigt worden und gestorben sozusagen, oder? Und der Paulus sagt, durch unsere Taufe deklarieren wir unsere Zugehörigkeit zu dem Jesus und wir gehen unter das Wasser und unsere alte Natur stirbt dort. Und wenn wir aus dem Wasser rauskommen, kommen wir als neue Schöpfung mit einer neuen Identität aus dem Wasser. Und er sagt, das ist bereits Tatsache bei euch. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ja, aber was ist, wenn sich die Auswirkungen von meinem alten Ich immer noch jetzt zeigen? Also eben, nochmal, wenn du die Liste durchschaust, dann bin ich fast überzeugt, niemand ist da irgendwie perfekt. Was machen wir denn mit den Sachen, die plötzlich in uns rauskommen? Meistens in Drucksituationen, meistens, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns nicht geliebt fühlen und so weiter. Was machen wir denn mit dem? Wie kann ich das Zeug loswerden? Wie werde ich frei von dem Zeug? Und die Antwort ist, durch den Heiligen Geist. Und der Paulus erinnert sie an ihre Identität, aber er sagt ihnen auch, jetzt wandelt in dieser Identität. Jetzt handelt gemäß dem, wo ihr seid. Und er sagt, wie das aussieht, oder? Er zählt die Früchte auf vom Heiligen Geist. Und ich muss noch mal kurz sagen, er sagt, Liebe. Wenn der Heilige Geist, wenn wir in ihm wandeln, Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die wachsen, wenn wir gemäss dem Heiligen Geist wandeln. Genauer gesagt, sagt er nicht die Früchte vom Heiligen Geist, nicht plural. Wenn du nämlich genau liest, sagt er die Frucht vom Heiligen Geist, singular. Also das heisst, in anderen Worten, die Frucht vom Heiligen Geist ist Liebe, Treue, Friede, Freude und Geduld und Freundlichkeit und so weiter. Das ist ein Fruchtpaket. Also, in anderen Worten, das ist
der Deal, wenn du Christ wirst. Du kannst nicht sagen als Christ, oh, also ich finde das noch gut, das mit der Liebe und der Freude, mit dem kann ich mich anfreunden, Frieden auch. Aber Geduld ist nicht so meine Geistesgabe. Geht nicht. Kannst du nicht sagen, das ist Frucht, das ist für andere, die sind Geduldige. Du kannst nicht sagen, ich finde Freundlichkeit gut und die Güte gut, aber Selbstbeherrschung, nö, treu, nö, das ist nicht meine Geistesgabe. Nein, das ist Frucht, das ist ein singulares Paket, oder das sind die Auswirkungen vom Geist Gottes. Bam, als Paket. Und es ist kein Zufall, dass der erste Begriff in dieser Liste genannt wird und es heißt Liebe. Weil Gott ist Liebe. Und das alles fasst eigentlich, das wird als Überschrift zusammen, was dann folgt. Liebe bedeutet Frieden, Freude, Geduld, Treue und so weiter. In anderen Worten, wenn wir die Frucht vom Geist wachsen in unserem Leben, werden wir Jesus ähnlicher. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte Jesus ähnlicher werden. Das ist ein Lebensziel von mir. Ich staune ab Jesus. Wenn er geduldig ist, freundlich, barmherzig, liebevoll. Ich staune, wenn er mit Leuten umgeht, die nicht reinpassen, die Fehler gemacht haben. Ich möchte so lieben lernen wie Jesus. Und es gibt Menschen, die faszinieren mich, die mir ein Vorbild sind. Es gibt manchmal ältere Menschen, die nicht verbittert sind, nicht irgendwie mühsam drauf sind, sondern eine Liebe ausstrahlen und Geduld und eine Barmherzigkeit ausstrahlen und die ich so inspirierend finde und ich möchte das auch. Das ist mein Lebensziel, Jesus ähnlicher zu werden. Schau, der Heilige Geist schenkt Gaben. Und wir reden in 2 Wochen über das Thema am Sonntag oben. Es gibt ganz krasse Sachen, spektakuläre Sachen. Prophetie, Heilige und so weiter. Das wirkt alles der Geist Gottes, oder? Und wir sollen dem nachjagen. Aber ich sage dir eins. Charakter ist wichtiger als Charisma. Du kannst alles haben, aber wenn du nicht Liebe hast, ist es für nichts. Du kannst Gabe haben, zum Menschen heilen, zum prophetisch reden, zum irgendwie Dämonen austreiben und alles. Aber wenn du nicht den Charakter hast von der Liebe, von Jesus, kannst du das alles einrollen und rauchen. Verstehst du? Wenn jetzt ich vor die Entscheidung gestellt werde, okay, du hast 2 Auswahl. Du kannst der begabteste und mit der meisten Autorität ausgestattete Christ sein, der heilen, prophetisch reden und all das und das wird mega sein, spektakulär. Leute werden zum Glauben finden, Vollgas, oder? Oder du musst entscheiden, du kannst so werden wie Jesus. Ich muss nicht mal eine Sekunde überlegen, was ich lieber würde wollen. Verstehst du? Und das ist eine der Hauptaufgaben vom Geist Gottes, dass er uns Jesus ähnlicher macht. Und ich sagte, das ist sogar die logische Konsequenz. Weil ein Kirschbaum bringt Kirschen hervor. Ein Äpfelbaum, Äpfel. Ein Orangenbaum, Orangen. Und ein Christ, Frucht vom Geist Gottes. Und noch etwas, du kannst das gar nicht einfach aus dir rauspressen. Du kannst nicht sagen, Geh nicht. Du produzierst das, was du bist. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Und ich möchte wirklich die Zeit jetzt noch nehmen. Ich habe 4 Punkte aus diesem Text herausgestellt. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das sind die 4 Punkte, und ich habe das Gefühl, das sind entscheidend, ob wir die richtigen Bedingungen schaffen, dass die Frucht vom Geist wächst. Wir können es nicht rauspressen, aber wir sollen und müssen die richtigen Bedingungen schaffen. Das ist unsere Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Punkt Nummer 1. Kenn deine Identität. Kenn deine Identität. Wenn du weißt, wer du bist in Jesus, das ist die halbe Miete für die Frucht, die dann entsteht. Das ist die halbe Miete. Wenn du weißt, du bist ein geliebtes Kind von Gott, angenommen, so wie es ist, du bist erfüllt mit dem Geist Gottes, dann weißt du, was du kannst produzieren. Und wenn dann Zeug führen kommt in deinem Leben, das dem nicht entspricht, dann gehört das nicht zu dir. Ich möchte dich ermutigen, kenn deine Identität. Glaub nicht der Lüge, dass die Sachen zu dir gehören, die in dieser Liste aufgezählt worden ist. Das ist die schlimmste Aussage. Ja, ich bin halt nicht geduldig. Blödsinn! Du bist ein geliebtes Kind von Gott und in dir lebt der Geist Gottes.
Verstehst du? Ja, ich bin da, mein Vater, Wutausbrüche und so, das ist immer schon Teil von unserer Familie gewesen. Das bin ich halt einfach. Blödsinn! Du hast einen neuen Vater. Gott im Himmel ist dein Vater. Du hast seine Gegenwart in dir. Und ich möchte, dass du das checkst, wenn so etwas vorkommt, so etwas Destruktives in deinem Leben, dann muss unsere Reaktion sein, wenn wir da, das ist mega weird. Das passt nicht dran. Verstehst du? Das Bäumchen ist kein Bananenbaum. Das ist ein Citrus Mingis. Verstehst du? Und du und ich, wir sind verwandelt worden. Du bist mal ein Bananenbaum gewesen, aber durch deine Taufe bist du jetzt ein Orangenbaum. Und du produzierst jetzt Orangen und wenn plötzlich noch Bananen dran ist, dann ist das weird. Dann ist das komisch. Dann sagst du, nee, das gehört nicht zu mir. Verstehst du? Wir glauben Lügen über uns. Wir glauben Lügen über uns. Wir glauben, das bin ich halt einfach. In meiner Familie war immer schon ein Thema gewesen, Untreue und Scheidung. Ja. Und jetzt bei dir? Sicher nicht. Das gehört nicht zu dir. Das ist eine grusige Banane. Das bist du nicht. Versteht ihr meinen Punkt? Wenn ich einen Wutausbruch habe, meine Geduld ist weg und ich merke, ich tue meinen Kindern Unrecht, dann verwirrt mich das, dann muss mich das verwirren, weil das bin ich nicht. Dann gehe ich zu meiner Frau und dann gehe ich zu meinen Kindern und sage, hey, es tut mir leid. Dann gehe ich zu meiner Frau und sage, hey, kannst du für mich beten? Das bin ich nicht. Verstehst du? Du bist das nicht. Du bist nicht das, was du produzierst in deiner Schlacht. Du bist etwas Neues. Deine alte Natur ist bereits mit Jesus gekreuzigt worden. Das ist Thema. Und wenn du willst im Geist Gottes wandeln, musst du das wissen. Das ist die halbe Miete. Dieser Punkt ist die halbe Miete. Die halbe Miete für deine Freiheit. Für die Frucht vom Geist, die in deinem Leben wachsen soll. Punkt Nummer 2. Handeln gemäß dieser Identität. Das klingt jetzt vielleicht mega banal, aber es ist im Fall nicht so schwierig. Kennt deine Identität, aber sag dir, es ist die halbe Miete, aber es ist nur die halbe Miete. Du musst es auch machen. Also, schau, wenn alles einfach automatisch passieren würde, ich höre das immer wieder, es ist die Frucht vom Geist, das passiert automatisch, das kommt einfach so, ich gehe ins Bett und es kommt, oder, das ist dann, und alles, was irgendwie mich involviert in der Verantwortung, nö, dann ist es nicht Frucht, oder, dann habe ich es ja gemacht. Blödsinn, nein, du bist das, jetzt handle auch so. Schau, wenn alles automatisch würde passieren, bei uns Christen, dann wären Christen die liebsten und freundlichsten und barmherzigsten Menschen auf diesem Planeten. Ist aber nicht so. Oder? Wenn alles automatisch passieren, hätte Paulus das Zeug nicht schreiben müssen, dass wir jetzt das auch machen müssen. Verstehst du? All die Teile in der Paulusbrief, all die Teile, die er uns in Verantwortung nimmt, wo er sagt, jetzt machen es auch, die wären unnötig, wenn es automatisch passiert. Das passiert nicht automatisch. Wir müssen die richtigen Bedingungen schaffen und wir müssen das auch machen. Das klingt so banal, aber es ist nicht so kompliziert. Wenn du deine Identität kennst, mach mal das, was dieser Identität entspricht. Mach das einfach mal. Sei einfach mal liebevoll. Verstehst du, was ich sage? Sei einfach mal freundlich. Sei mal geduldig. Mach's mal. Probier's mal. Wandle mal in dem. Und schau, es gibt so eine Verheißung in diesem Text. So ein Versprechen, das da steht, in Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Verstehst du? Der Automatismus liegt dort drin, dass wenn wir im Geist Gottes wandeln, dass das andere keinen Platz mehr hat. Es ist nicht so, schaff alle Bananen ab und erst dann bringst du Frucht, oder schaff alles weg. Das ist auch Teil davon, mach Bananen weg. Aber bring einfach Orangen hervor und du merkst, das Zeug hat gar keinen Platz mehr. Da ist eine Verheißung drin. Das eine verdrängt das andere und nicht umgekehrt. Viele von uns würden unmittelbar in die Freiheit kommen bei gewissen Mustern, gewissen Bananen, wenn man einfach mal im Geist wandeln würde. Wenn wir es einfach mal machen. Wenn du es einfach mal machst, wenn du mal freundlich bist, wenn du mal geduldig bist und einfach mal machst, oder? Würden wir frei. Und vielleicht sagst du jetzt, aber das ist doch nicht authentisch. Doch! Du bist das! Verstehst du? Ihr habt es nicht verstanden, oder? Authentizität bedeutet, wenn du gemäß deiner Identität und Überzeugungen kongruent handelst. Ja, du bist ein Kind Gottes. Du bist eine neue Schöpfung. Und wenn du so handelst, ist das authentisch.
Weil das ist das, was du bist. Amen. I'm preaching myself happy. Look. Unsere Berufung über allem anderen ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher werden, das ist deine und meine Berufung. Und manchmal muss man das einfach mal probieren und machen. Und irgendwann wird es dann normal und kommt ganz von allein. Ich bin, wie jeder gute Schweizer, auch ins Militär gegangen. Genau. Und nachher in den Zivildienst. Und am Anfang, wenn du ins Militär kommst, lachst du noch und sagst, ja, ich lasse mich da nicht unterkriegen. Ich bin immer noch autonom und so. Die können mich dann schon anschreien und ich lache dann und so. Das geht dann einen Tag, oder? Dann merkst du nicht, das zieht nicht, oder? Das gibt dann Kollektivstrafen und die haben schon einen Hebel in der Hand, um die Gefüge zu machen und so. Militär, ich habe es gehasst, oder? Aber es dient mir in meinen Predigtillustrationen, in meinen Beispielen. Etwas, was wir immer wieder gemacht haben, und jeder, der im Militär war, weiss, was das ist die Zugschule. Das Schlimmste. So, der Eiterentzündung, Ausguss vom Militär. Das ist das Schlimmste vom Schlimmsten. Die Zugschule. Du bist einer von diesen unautonomen Mannsgöckeli und musst in Reihe und Glied laufen und einer schreit ja und sagst, in welchem Schritt du musst das machen. Und dann heisst es, und links, und dann gehen alle links. Oder? Und es funktioniert überhaupt nicht, weil alle denken, ich weiss es besser und niemand folgt. Oder? Und es ist mega anstrengend. Du willst bestraft, wenn du es nicht machst. Du willst eigentlich ins Bett gehen, duschen und dann heisst es, in 5 Minuten auf dem Platz, Zugschule, Montur. Und du hast das... Oder? Und, aber ich sage dir eins, je mehr du das machst, wird es wie zum Automatismus. Am Anfang musst du mega überlegen. Also wie beim Autofahren. Schalten, kuppeln, brutal kompliziert, alles zusammen, Verkehr beachten. Und irgendwann bleibst du nicht mal mehr. Das Gleiche ist mit der Zugschule. Und links, und rechts, und links, und links, und stopp. Und das ist dann wie, je mehr du das machst, wird es Teil von dir. Oder? Man muss gar nicht mehr richtig überlegen. Und jetzt, wieso erzähle ich euch das? Es gibt ein Wort in dem Text, den ich lese. Ich möchte nochmal auf das Wort hinweisen. Galater 5, 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, Identität, oder? Wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das Wort, das dort gebraucht wird, ist wirklich in Reihe und Glied laufen, nachfolgen, mitmarschieren, nicht den Schritt verlieren auf das, was der Geist Gottes macht. Du musst, wenn du willst im Geist Gottes leben, wenn du gemäß ihm willst wandeln, wenn du die Frucht willst sehen im Leben, dann musst du den Rhythmus lernen. Verstehst du? Du musst den Schritt lernen. Du musst das üben. Und das, was du schon bist, wird irgendwann dann automatisch Teil von dir und das passiert automatisch. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 3. Wandeln in der richtigen Gemeinschaft. Also Punkt Nummer 1, kenn deine Identität. Punkt Nummer 2, wandle jetzt auch in dieser Identität. Und Punkt Nummer 3, und das ist absolut zentral für dein Leben im Geist, wandle in der richtigen Gemeinschaft. Das, was der Paulus hier schreibt, ist an eine Gruppe von Leuten, die zusammen unterwegs sind. Der Geist Gottes entfaltet seine volle Kraft in Gemeinschaft. In Leuten, die alle zusammen Jesus ähnlicher werden. Das gibt nichts Anspornendes als das, eine Gemeinschaft, Freunde zu haben, links und rechts umgeben sie von Leuten, die auch Jesus ähnlicher werden, die eine Leidenschaft haben, so zu werden wie er. Das ist anspornend. Und ich sage dir, so anspornend wie das ist, so destruktiv ist es, wenn du das nicht hast. Der Heilige Geist wirkt schon in dir allein, aber als Solo-Christ unterwegs sein. Der Heilige Geist entfaltet dort nicht seine volle Power und kann dich dort nicht richtig zu Jesus ähnlicher machen. Gottes Geist wirkt in der Gemeinschaft umso mehr. Es gibt Christen, die meinen, sie können Jesus ähnlicher werden und sich hauptsächlich mit Leuten abgeben, die das Ziel nicht haben. Nicht nur das, sondern auch das noch feiern, die Werke der Natur. Verstehst du? Es gibt ja das, ich habe das nicht so richtig und ich habe eine Gemeinschaft, die nicht so richtig das will.
Aber es gibt ja auch Gemeinschaften, wo die Liste, die ich da aufgeschrieben habe, wo das wie feiert und zelebriert. Und ein paar Christen meinen, sie können dort einfach frisch, fröhlich Zeit verbringen und meinen, sie werden dort drin Jesus ähnlicher. Ich sagte, no way. No way! Ich sage mit dem nicht, wir sollen keinen Kontakt haben zu Leuten, die nicht auch Jesus ähnlicher werden. Natürlich nicht. Natürlich sollen wir Leute lieben und mit Leuten unterwegs sein, die das Ziel nicht haben. Aber wenn wir so naiv sind und meinen, dass verstehst du, kannst auch eine Gemeinschaft haben mit Christen und alles, was du machst, ist Döckeln und Billard spielen und FIFA spielen. Ja, das ist ja schön und recht. Du kannst auch trinken und essen und schön und recht. Ja, aber eine Gemeinschaft haben, die eine Sehnsucht hat, Jesus ähnlicher zu werden, die sagt, die Banane gehört nicht zu mir, oder? Und ich will Frucht bringen. Ich sage, das ist unersetzbar. 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 Hebräer 10, 24 bis 25. Einer der relevantesten Verse, der entstanden ist. Der ist nicht entstanden, der ist uralt, aber der ist relevant geworden in den letzten paar Jahren. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich sagte, Corona-Pandemie hat in der westlichen Kirche überall das Gleiche ausgelöst und das gehört von allen Pastoren. Die Gewohnheit hat sich einschleichen, dass Zusammenkunft, so das verbindliche Zusammenkommen, sich anspornen, durch die Corona-Zeit abgenommen hat. Die Gewohnheit hat sich wie eingeschlichen. Leute, die früher jeden Sonntag in den Gottesdienst gekommen sind oder in die Small Group, kommen nach der Corona-Pandemie alle 2 Mal oder alle 3 Mal. Leute, die alle 3 Wochen gekommen sind, kommen heute alle 2 Monate. Leute, die alle 3 Monate mal gekommen sind, kommen heute gar nicht mehr. Und ich höre das von allen Pastoren um mich herum. Du weißt gar nicht, wie viele Small Groups im ICF zugegangen sind durch die Zeit. Und ich meine mit dem nicht, dass das Zeug kein Ablaufdatum hat. Verstehen Sie mich falsch? Das ist gut. Manchmal ist es gut, wenn das Zeug zumacht. Und Platz für Neues gibt. Das ist nicht mein Punkt. Aber die Gewohnheit, dass sich einschlägt, christliche Gemeinschaft ist nicht mehr so wichtig. Ich habe andere Prioritäten. Und es schleicht sich ein. Und ich sage dir einfach, du hast eine Verantwortung für dein Leben und die habe ich nicht für dich. Das ist deine Verantwortung, deine Entscheidungen, deine Konsequenzen, deine Frucht. Und ich sage das jetzt für alle angehenden Eltern, die Kinder haben. Ich sage das aus Erfahrung, ich habe Kinder. In die Kirche gehen mit Kindern ist brutal anstrengend. Es ist so. Ich tue lieber brunchen am Morgen. Das ist auch anstrengend mit Kindern, aber... Nein, ich sage einfach, es ist ein Effort und ich sage dir das jetzt schon, weil ich weiss, es sind da viele junge Bärle da, die noch keine Kinder haben. Du kannst jetzt ein Commitment geben. Die christliche Gemeinschaft, das ist wichtig, das ist richtig und ich mache ein Commitment für das. Das hat etwas zu tun mit Wandeln im Geist Gottes, okay? Darf ich das sagen jetzt oben? Ist okay? Ich will nicht gesetzlich wirken, verstehst du? Ich will nicht sagen, du musst das und das und jenes. Ich will dir nur Rotschläge an die Hand reichen, dass du die richtigen Bedingungen schaffen kannst, dass du aufblühen und Frucht bringen kannst. Das ist deine Verantwortung, nicht meine. Was du mit deinem Leben machst. Okay. Amen. Das führt mich zum letzten Punkt und dann mache ich zu. Punkt Nummer 4. Frag den Heiligen Geist, welcher Schritt jetzt dran ist. Wir sollen im Geist Gottes wandeln. Aber mir ist völlig bewusst, jeder von uns ist an einem komplett anderen Ort. Und der Schritt, der für den einen gilt, ist jetzt für den anderen nicht dran. Das ist so. Wir sind alle auf einem unterschiedlichen Spektrum, was es heisst, Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht bist du heute da und du bist gar noch nicht gläubig. Du findest das interessant und so, aber du hast Jesus noch nie dein Vertrauen geschenkt. Du hast gar noch nicht richtig begriffen, was er für dich am Kreuz macht. Du hast die Vergebung noch gar nicht erlebt. Dann ist der nächste Schritt für dich vielleicht, dass du ihm jetzt vertraust, oder? Und dein Leben ihm gibst. Vielleicht bist du heute da, du glaubst an Jesus, du hast das erfahren mit dieser Vergebung und dem all, du hast das verstanden, aber du bist noch nicht getauft. Und ganz ehrlich, ich verstand dich nicht. Ich bringe es nicht in meinen Schädel rein. Das ist ein integraler Bestandteil von deinem Weg als Christ. In der Taufe zeigst du, mein Alter ist gestorben. Ich bin jemand Neues. Warum würdest du dich nicht taufen lassen? Warum nicht?
bekomme es nicht in meinen Kopf. Ich möchte dich einfach ermutigen, melde dich an. Mach es doch, das ist vielleicht dein nächster Schritt, vielleicht auch nicht. Schau, manchmal braucht es eine Wurzelbehandlung. Vielleicht ist das für dich jetzt dran. Schau, manchmal kommen Sachen in unserem Leben, so blöde Bananen, immer wieder auf. Und die richtige Gemeinschaft nützt nichts und Gebet hat irgendwie nicht genützt. Und das sind so ganz hartnäckige alte Sachen. Vielleicht ist schon mal eine Wurzelbehandlung dran. Das hat Gründe, wieso wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und wir sagen das immer wieder an, der Detox Day, der Entgiftungstag. 1 bis 2 Mal pro Jahr. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Jetzt hock mal mit jemandem an. Der lost mit dir auf Gott. Warum mache ich das? Wo sind die Wurzeln? Ich sage, das ist nicht für alle Thema. Gewisse von uns müssen es einfach mal machen. Wäre erledigt. Gewisse müssen einfach mal in die richtige Gemeinschaft, wäre erledigt. Aber gewisse von uns müssen mal einen Detox machen, eine Wurzelbehandlung. Vielleicht ist für dich der nächste Schritt, dass du in eine Small Group gehst. In eine Gemeinschaft von Leuten, die auch Jesus ähnlicher werden. Nicht eine FIFA-Gruppe, Spielgruppe. Spielgruppe. Nein, eine Gemeinschaft von Leuten, die sich gegenseitig anspornen, Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht ist dein Job nicht eine zu starten, vielleicht ist es auch eine aufzuhören. Verstehst du? Platz für etwas Neues zu machen, mit Leuten dich umgeben, die das auch wollen. Vielleicht ist es daran für dich, dass du die Tiefe in die Small Group reinbringst. Vielleicht ist der nächste Schritt aber auch einfach, dass du mal mit jemandem ehrlich wirst und sagst, das Zeug kommt immer wieder rauf. Mit jemandem, dem du vertraust. Und dann die Person fragst, kannst du mit mir beten? Verstehst du, es ist nicht so schwierig. Aber vielleicht ist das dein nächster Schritt. Vielleicht musst du einfach mal mit jemandem ehrlich sein und beten. Vielleicht musst du wieder regelmäßig in den Gottesdienst kommen. Amen. Verstehst du? Vielleicht musst du wieder regelmäßig in die Small Group gehen. Vielleicht musst du dich wieder committen. Weil unsere Verantwortung ist es, auch das Wandeln im Geist Gottes. Wir müssen auch wandeln im Geist Gottes. Und ich möchte dir jetzt kurz Zeit geben, den Heiligen Geist zu fragen. Und er wird dir das offenbaren, was dein nächster Schritt ist. Und ich sage dir eins, ich habe heute oben versagt, wenn irgendjemand heute hier rausläuft und sich nichts vornimmt, dann geht durch. Dann kommt bei mir eine Banane rauf, oder wie die hässig. Nein, es gibt einen Schritt, der Geist Gottes kann dir etwas geben. Mach das dann. Wandle im Geist Gottes. Mach das, was dir jetzt aufs Herz kommt. Vielleicht ist es der erste Gedanke. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein für den Moment, dass du schwätzt, dass du zeigst, was wir sollen wandeln. Welchen Schritt wir sollen gehen. Jesus, Heiliger Geist, Vater, wir danken dir, dass du heute gegenwärtig bist und dass du redest und die Zeit auch nutzt jetzt vom Worship, den wir zusammen werden haben, zu uns zu reden und uns Mut machen für diesen Schritt. Wir haben auch ein Gebetsteam für dich, wo jetzt am Start ist, falls du irgendwie jetzt schon Gebet möchtest und dann konkret, vielleicht ist das dein nächster Schritt jetzt in dieser Zeit, die wir zusammen haben. Lass uns doch aufstehen und in die Worship-Zeit kommen.